Ich bin Scott und das ist mein Manta für 4,7. Ja, wie sind schon den Auto kommen oder wie sind ich auf die Idee gekommen, so ein Auto zu kaufen? Und Anfang ist das ein bisschen von mir, aber ein bisschen auch von meinem Papa ausgegangen. Mit 18 Jahren habe ich den Führerschein gemacht und er sagte, ja, was für ein Auto willst du dann? Aber ja, dann habe ich mich eben ein bisschen umgeguckt, weil ich schon immer geschichtsorientiert war und auch interessiert, das Studieren auch. Habe ich mir gedacht, ja, guckst du mal, was gibt es so von allen Autos? Und weil ich immer schon ein Faible für die 7er und 8er Jahre hatte, habe ich mich dann eben umgeguckt, was so von Autos an den 7er und 8er gab. Und natürlich etwas kleines Sportliches, so für Junge, das war nicht. Und da bin ich ganz schnell ja, entweder bei Ford oder bei Opel gelandet. Und weil mir die Capri aber nicht so gefallen hat, habe ich gedacht, okay, dann gibt es vielleicht den Manta. Ganz war es nicht so sicher. Ich muss mit meinem Papa verhandeln und so, weil das ist aber nicht unbedingt den Auto, den in einen Käf, der gerade aufhängt, mit Autofuhren eben und gerade den Führerschein gemäht hat. Aber ja, das war dann aber eine gute Erfahrung für mich, weil ich schon gelernt habe, auf Sachen aufpassen, was ich vielleicht nicht so gemacht habe und mich auch um Sachen kümmern, die ganzen Entretien und so. Das ist zwar nicht viel zu machen, weil du ein gutes Auto hast, aber ja, das ist ein Opel Manta für 4,7. Und das ist am Anfang noch komplett original, ich habe nicht viel darüber gemacht. Sonst ein paar Sachen, die ich mal flicken muss, ein Kabel, ein Schlauch. Ich habe ein paar Kopfstützen drüber gemacht, dass ich nicht direkt frecken, wenn ich den Hand drauf könnte. Aber ja, das ist am Anfang auch das Flott darunter. Wie gesagt, ich studiere Geschichte. Und ja, ich fand dann noch flott von Sachen, die so sind, wie sie auch geduld waren, Demos, wo sie entworfen dürfen. Und da wenn es ging schon nicht drüber basteln. Dafür ging ich mal einen anderen Auto kaufen. Ja, das wird so ein ziemlich spursames Auto. Mit 7 Liter pro 100 Kilometer komme ich schon von gut 4 und muss nicht so oft tanken gehen, auch wenn der Tank relativ klein ist. Ja, und neben einem zuverlässigen Motor, das ist ein 1200er, war das einfach gar nicht so schlimm, weil ja, was mir einfach, was man nach Futti geht. Und ja, wenn aber mal etwas Futti geht, finde ich am Anfang auch noch Ersatzstecker. Es gibt so eine ganze Community und Opel Hecktripler Leute, die am Anfang am Internet der Sache verkaufen. Und Heinz, du kennst den einen oder den anderen, den du daheim hört, und dann kann ich das am Anfang ersetzen. Ja, mir zum Beispiel Zündkerzen oder so kann ich noch einfach an den Globus an den Baumarkt kaufen gehen. Was den aufpassen muss, quasi, wenn man so ein Auto kauft, das eben hauptsächlich rascht. Damals die Autos sind alle gut gerascht. Die einen mehr, die anderen Männer. Mein hat Gott sei Dank gut gehen. Wenn den aber aufpassen soll, wenn den so ein Auto kaufen will, der Manta A, da ging ich immer die Radkäste kontrollieren, da und B-Säule, voilà, dass da, wo sie ziemlich auffällig sind. Für den Rest ist das wichtig bei so einem Auto immer die Karosserie, weil das sind die Teile, die am schwersten kriegen, die auch am teuersten sind, so nicht mal so, aufgesehen vom Motor. Und ja, die sollen eben gucken, dass das an der Reihe ist. Und der Rest kann ihn alles immer so no, wenn ihn ein bisschen handwerklich geschickt wird, dann noch ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen lebt, quasi das selber machen und Remont reinbringen. Ja, also ich bin mega froh mit meinem Auto und ich ging niemals hier gehen. Ich bin ganz oft Leute, die bei mir kommen, im Park gehen oder wenn ich irgendwo bei Kaffee fuhren, ja, ging es nicht verkaufen. Und in der Kollege machen, die sich schon Ranglisten aus wie die sind, also wen in der Krit quasi. Ja, ich werde sicher nicht verkaufen, weil Geschenk von meinem Papa und ja, ich werde aber verbleiben an der Familie. Und ja, das ist einfach ein wunderbares Vorgefühl. Du sitzt an einem Auto, den schön ausgesehen, den auch verbunden schön ist und das wirkt auch so ein bisschen auf dich, klingt ein bisschen esoterisch, mir das aber tatsächlich so. Und das macht einfach Spaß, das ist wie wenn ihr eine gute Hirn geht quasi. Und ja, ich spiele den Stroß richtig, das ist kein Servo drin, Teier den noch den Motor wenigstens. Und das ist einfach anders. Heutzutage für ein Auto quasi vom selben, also wird wirklich mittlerweile schon vom selben. Und hier brauchst du aber wirklich noch ein bisschen Muskelkater, muss wirklich ein bisschen anständig fahren können, du musst aufmerksam und bewusst fahren. Und das ist etwas, was ich gerne. Wenn ich mit dem Auto fahre,
dann geht doch hauptsächlich fuhren man op da op B kommen da das natürlich den Zweig an der Sinn vom Auto ja voilà, das ist ja auch mega zufrieden oder an so als Summerauto als eng flott köcht eng erschwinglich köcht.